Sala Marshall da şu kamyamak başına sayna tahanla duhan deresun. Tahan vaynaha arvayt daduhan dedu. Sun tajim oyla yaşa tani interview interview. دالتو بعقل خانشان غازو أوبندن. سبريها حورين شو أدمي مقيمة. هاي باقي أعداقين شو أدمي نسينا. سبريها حورين شو أدمي مقيمة. بالخلاح قضاي محت وغيب يا الخلاح. البرخيخ تخنا تاكر درواتحونا حيخ حيوغوش قلخين شو تقان ويسنا دايما حكح شدوت وش نوخشي تشوقنا حيخ حيوغوش قلخين شو تقان ويسنا دايما حكح شدوت وش نوخشي تشوقنا يا الخلاح دايما محت وغيب يا الخلاح عالبرخيخ تخنا تاكر درواتحونا ما تسولا يقنا جو جيرين واسنا Mein Name ist Kava Escanova und ich werde euch heute durch das Video führen. Einen angenehmen guten Tag wünsche ich allen Zusehern und Zuseherinnen da draußen. Der 23. Februar 1944 kennzeichnet, wie wir bereits wissen, einer der schlimmsten Tage des tschetschenischen und inguschischen Volkes. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir unsere jährliche Gedenkveranstaltung nicht im gewünschten Rahmen abhalten. Aus diesem Grund werden wir sie im Online-Format durchführen. Die Deportation kennzeichnete eine der schlimmsten Tragödien in unserer Geschichte. Was könnt ihr mir darüber erzählen? Der 23. Februar 1944 ist einer der dunkelsten Tage in der tschetschenischen und inguschischen Geschichte. Hunderttausende von Menschen wurden in Viehwaggons gesteckt und nach Kasachstan deportiert. Unsere Großeltern waren ja teilweise Kinder bzw. Jugendliche, als sie aus Tschetschenien nach Kasachstan deportiert wurden. Welche Erlebnisse haben sie mit euch geteilt? Also meine Oma hat mir erzählt, dass halt mein Urgroßvater bei der Deportation dabei war. Er hatte 2 Geschwister, einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Und als sie halt nach der 2-wöchigen Fahrt in Kasachstan ankam, also ist der Vater von ihnen sofort gestorben. Und die Mutter ist eine Nacht drauf gestorben. Und die Kinder mussten mit den Leichen der Eltern in einem Zelt, nicht Mahlzelt, schlafen. Und die Nachbarn nahmen sie halt ausnahmsweise auf für 1 bis 2 Tage. Und ab da mussten sie in ein Waisenheim. Und der älteste Bruder hat einen Job gefunden und wurde aus Mitleid nur von einem Kasachen angenommen, bis die Lage sich gelockert hat. Und so nach 13 Jahren haben sich alle Geschwister wieder gefunden und konnten bei einem Familienfreund aufgenommen werden, der sein Leben schon wieder im Griff hatte. Ich kann euch die Geschichte meiner Oma erzählen. Die Mutter meines Vaters, damals während der Deportation, war sie mit ihrer Mutter im Zug. Und damals durfte man nicht einfach aus den Zügen aussteigen, um Wasser zu holen, um Sonstiges zu machen. Aber da sie den Vorteil hatte, dass sie fließend Russisch gesprochen hat, hat sie einen Wächter überreden können, dass sie kurz aussteigt, um Wasser zu holen. Und er hat gesagt, okay, beeil dich. Und zu ihrem Unglück hat sie es leider nicht mehr rechtzeitig zum Zug zurückgeschafft und ihre Mutter ist ohne sie weitergefahren. Und das hat dazu geführt, dass sie dann 13 Jahre lang ihre Mutter nicht mehr gesehen hat. Und eine ukrainische Familie hat sie dann aufgenommen. Und nach 2 Jahren bei dieser Familie hat sie meinen Opa kennengelernt. Die haben dann geheiratet und
sind nach einigen Jahren wieder zurück nach Tschetschenien gezogen. Und erst nach 13 Jahren hat sie ihre Mutter wieder gesehen und in diesen 13 Jahren wusste sie gar nicht, ob ihre Mutter noch lebt. 15 Jahre nach der Deportation wurde die Rückreise in die Heimat wieder erlaubt. Mit welchen Hindernissen hatten sie dort zu kämpfen? Als sie nach der Deportation wieder in ihre Heimat zurück durften, waren sie überrascht, als die Häuser von den Russen besetzt waren. Als die eigentlichen Eigentümer zu ihren Häusern zurückgekehrt sind, haben sie halt gesehen, dass dort schon neue Bewohner sind und das waren Russen. Und die Russen haben ihnen halt ein Ultimatum gestellt, entweder kaufst du mir das Haus ab, obwohl das halt den Tschetschenien gehört hat, oder du hast keinen Platz. Und als einzigen Ausweg haben sie dann halt gesehen, dass sie neben ihrem Haus sich ein Loch buddeln, um dort drin schlafen zu können. Stell dir mal vor, jemand nimmt dir dein Eigentum weg. Wie würdest du dich in dieser Lage fühlen? Warum ist es besonders wichtig, ein Gedenken an solche Geschehnisse zu machen? Was denkt ihr? Weil so viele Menschen dort ihre Familien verloren haben, ist es umso wichtiger, dass dieser Tag niemals in Vergessenheit gerät. Habt ihr eine Message an die jungen, heranwachsenden, in Europa lebenden Tschetschenen da draußen? Also ich habe oft in der Schule erlebt, dass also gleichaltrige Jugendliche Tschetschenen und halt, dass ich mit denen über die Geschichte von Tschetschenien geredet habe und über die Politik und dass die meisten sich halt damit nicht auskannten oder meinten, dass sie Angst haben, ihre Meinung zu äußern. Und ich finde, wir leben in Europa, wir brauchen keine Angst zu haben. Wenn wir uns anschauen, wie die in Tschetschenien behandelt werden oder behandelt wurden, wenn wir einfach wegschauen und nichts sagen, wird es einfach jahrelang so weitergehen. Ja. Und ich finde auch, anstatt nichts zu machen, solltet ihr vielleicht schauen, dass ihr eine Lehre findet, dass ihr in die Schule geht und dass ihr was aus euch macht, denn deswegen sind eure Eltern mit euch hierher gekommen. Ja, da stimme ich ihr zu. Wir haben das Privileg, hier in Österreich zu leben und wir haben mehr als genug Bildungschancen. Und diese nicht zu nutzen, wäre einfach nur eine Vergeudung, finde ich. Wir sind die nächste Generation und wir sollten zusammenhalten, anstatt uns zu spalten, weil wenn unsere Eltern nicht mehr da sind, dann ist keiner mehr da, an den wir uns wenden können. Deswegen sollten wir eine Community bilden, wo jeder Teil davon sein kann. Und zudem wollte ich noch sagen, falls ihr irgendwelche Anliegen habt, egal welcher Art, könnt ihr euch gerne an den Kulturverein wenden. Für die Jugendlichen ist er leichter zu erreichen per sozialen Medien auf Instagram. Und das können wir auch im Video verlinken. Und egal welcher Art ihr Anliegen haben solltet, könnt ihr euch gerne melden. Wir hoffen, dass ihr euch von heute etwas mitnehmen konntet. Vielen Dank fürs Zusehen. Zwischen 1944 und 1953 starben über 70.000 Tschetschenen und Inguschen durch Krankheiten und Hunger. Die meisten davon noch in den ersten Monaten. Damit kam fast ein Fünftel der tschetschenischen und inguschetischen Bevölkerung durch die stalinistischen Deportationen ums Leben. Nicht nur das Ausmaß des Sterbens, sondern auch seine Systematik sprachen dafür, dieses Verbrechen als Genozid zu bezeichnen. Gubati Garayeva. In diesem ersten Winter starb fast ein Drittel der Spezialsiedler an Typhus, Hunger und Kälte. Viele unserer nahen Verwandten starben ebenfalls, aber wir Kinder haben unsere Mutter noch nie weinen sehen. Und nur einmal, als Vater Oman starb, sahen wir durch einen Spalt in der Scheune, wie meine Mutter, die dort eingesperrt war und ihr Schluchzen zurückhielt, sich mit einem Stock schlug, um den mentalen Schmerz mit psychischen Schmerzen zu übertönen. Vor 77 Jahren, im Februar 1944, wurden fast 1,5 Million Tschetschenen und Inguschen in Viehtransporter getrieben und in entlegenen Teilen der Sowjetunion ins Exil gezogen. Es wird geschätzt, dass mehr als ein Drittel von ihnen starb, bevor sie 13 Jahre später zurückkehren durften. Im Morgengrauen betraten 5 Soldaten jedes Haus und nahmen alle Männer mit, die über 14 Jahren. Zu der Zeit war ich erst 10 Jahre alt. Dann sagten sie würden uns alle deportieren, laut Isa Hashiev. Wir hatten 10 Leute in unserer Familie, Mama, Papa, Großmutter und 7 Kinder. Ich war die Älteste und meine jüngste Schwester war 3 Monate alt zu der Zeit.
Der Soldat, der beauftragt wurde, uns zu deportieren, war sehr nett. Er hat unseren Lastwagen mit 5 Säcken Getreide beladen und uns geholfen, unsere Bettwäsche und andere Mittel zu packen. Dank ihm haben wir überlebt, sagt er. Der Lastwagen brachte sie zum nächsten Bahnhof, wo sie mit 10 anderen Familien in einem Viechwagen gebracht wurden. Die Familie von Hajiev wurde auf eine 15-tägige Reise nach Kasachstan geschickt. Wir hatten kein Wasser und kein Essen. Die Schwachen litten unter Hunger und diejenigen, die stärker waren, stiegen aus dem Zug und kauften etwas zu essen. Einige Menschen starben unterwegs, aber zum Glück keiner in unserem. Es war kalt und dunkel, als sie in Kochetaw in den Ebenen Nordkasachstan ankamen. Wir sind mit einem Schlitten losgefahren. Ich bin irgendwann heruntergefallen, aber sie haben den Schlitten angehalten und meine Mutter ist zurückgelaufen, um mich zu finden, sagt Hajiev. Unsere kleine Schwester ist in dieser Nacht leider gestorben. Mein Vater suchte nach einem Ort, an dem er sie begraben konnte. Er fand einen geeigneten Ort, grub das Grab und begrub sie. Sie muss erfroren sein. Die Verbannten wurden von einheimischen Familien untergebracht, von denen nicht alle mit der Situation zufrieden waren. Die Vermieterin wollte uns nicht hereinlassen. Sie hatte gehört, dass wir Kannibalen oder Ähnliches sind, sagt er. Schließlich stimmt sie zu, uns aufzunehmen, aber sie würde nicht mit uns sprechen. Hajiev ist einer von fast 100.000 Inguschen, die deportiert wurden. Fast 400.000 Tschetschenen wurden gleichzeitig ins Exil geschickt. Beide hatten eine lange Geschichte des Widerstands gegen externe Autorität. Der sowjetische Führer Josef Stalin verdächtigte sie, mit deutschen Streitkräften zusammenzuarbeiten, als sie 1942 und 1943 nach Süden in den Kaukasus vordrang. Große mit Plan bedeckte Autos tauchen auf. Später fand ich heraus, dass das Studebäcker waren. Sie setzten uns in diese Autos und brachten uns zum Bahnhof. Geladen und sofort wurden die Waggons geschlossen. Ich wollte gehen. Es war interessant, ins Auto zu steigen. Und ich wollte auch in den Zug steigen. Aber ich wusste, dass es eine Tragödie war, weil überall Tränen und Schreie waren. Die Frauen ziehen Dinge mit in das Auto. Doch die Soldaten lassen das nicht zu. Kissenbezüge sind zerrissen. Überall fliegen Federn. Der Dickbauchofen brannte den ganzen Tag und die ganze Nacht. Aber er ist klein für einen so großen Waggon. Es ist kalt. Während des Stopps wurde ein Eimer Hirsebrei gebracht. Die Erwachsenen aßen diesen Brei nicht. Sie gaben ihn den Kindern. Man durfte nicht zu spät kommen. Wenn der Zug anfängt, sich zu bewegen und sie zurückgeblieben sind, wurden sie erschossen. Ich habe einen solchen Fall gesehen. Er blieb hinter dem Zug zurück. Er rannte, aber hätte den Zug nicht eingeholt. Und er wurde erschossen. Die Leute versuchten, den Verstorbenen zu verstecken und bedeckten ihn mit Dingen. Aber die Soldaten kamen, suchten, trugen ihn raus und ließen ihn im Schnee zurück. Es war unmöglich, Verstorbene zu begraben. Der Zug hielt nicht an, damit ein Grab gegraben werden konnte. Mutter sagte, dass sie uns mehr als 2 Wochen gefahren haben. Schließlich hielt der Zug an. Es waren keine Gebäude zu sehen, weder rechts noch links. Keine Häuser, keine Kasernen, keine Bäume, nichts. Es gab keine große Anzahl von den Schlitten, die von Stieren und Ochsen gezogen wurden. Darunter einige Pferde. Sie fingen an, uns auf diese Schlitten zu laden. Am Abend kamen wir im Dorf an. Der 15-jährige Ali gab wieder, was seine Mutter ihm erzählt hatte. Die Menschen wurden in Züge getrieben, in Waggons, wo sonst das Viech transportiert worden ist, stinkende, löchrige Güterwaggons. Im Februar, ohne jegliche Art von Heizung. Alis Großmutter war 1944, als sie deportiert worden ist, erst 5 Jahre alt gewesen. Als die Züge am Ziel ankamen, wurde sie von ihrer Mutter getrennt und in ein Waisenhaus gebracht. Ihre Mutter, von der sie als 5-jähriges Kind getrennt worden war, hat sie nie wieder gesehen.
Einige Jahre danach hat sie erfahren, dass ihre Mutter kurze Zeit darauf an Hunger und an der Kälte verstorben ist. Zwischen 1944 und 1953 starben über 73.000 Tschetschenen-Inguschen an der Hungersnot und an Kälte. Die meisten davon noch in den ersten Monaten. Damit kam fast ein Fünftel der tschetschenischen und inguschischen Bevölkerung durch die von Stalin verordnete Deportation ums Leben. Nicht nur die Anzahl der Ermordeten, sondern auch die Systematik sprechen dafür, dass dieses Verbrechen als ein Genozid einzuordnen ist. Selimat Ahmedova ist 89. Sie hat die grausame Deportation der Weihnachten 1944 und die Tschetschenienkriege überlebt. Wie blickt sie zurück auf ihr Leben? Selimat Ahmedova verlor vor 8 Jahren das Augenlicht. Sie schafft es gerade noch aus dem Schlafzimmer in die Küche, während sie sich an den Möbeln festhält. Rund um die Uhr wird sie von ihren Töchtern und Enkelinnen betreut. Im Schlaf schreit sie oft. Jemand scheint ihr wohl Angst einzujagen. Tagsüber singt sie Totenlieder, im Tschetschenischen Usumlieder genannt. Wer dem Text lauscht, bekommt es mit der Angst zu tun. Freut euch nicht an der großen Welt, im Grab bedeckt eine Platte die Welt. Freut euch nicht an eurer großen Familie, denn ins Grab legen wir uns allein. Der Usam markiert den Ursprung mündlicher tschetschenischer Volksweisen. Alte Frauen singen diese Lieder heute noch im Hause oder auf Beerdigungen. Gesungen wird über die Deportation der Weihnachten. So nennen sich die Tschetschenen und die benachbarten Inguschen. Es bedeutet unser Volk. Sie singen über die Liebsten, die in den Krieg zogen, über die Verstorbenen oder die Angst vor dem nahenden Tod. Dialoge mit der Natur sind allgegenwärtig, denn bis zur Islamisierung im späten 18. Jahrhundert waren Tschetschenen Heiden. Die Göttin der Fruchtbarkeit des Frühlings wurde in der walachischen Mythologie Tuscholi genannt. Mit Hilfe der Gesänge heilen die alten tschetschenischen Frauen den Seelenschmerz ihrer Erinnerungen. Sie sind voll von Leid. 27 years have passed, but memories of the 23rd, 1944, are still raw for Mukhajir Jabrahilullah. Many who are old are sick, babies, and others deemed too weak to travel were slaughtered. So were those who cowed leaving their homes. That night, amid the panic and confusion that gripped her village, Jabrahilullah says 4 of her relatives were killed. Her aunt was shot dead by soldiers as she fetched water from a stream. Her 2 teenage cousins and her uncle were also gunned down outside her house after dropping by 2 returned earrings borrowed from her mother. My cousins were both buried there. They were simply put in the ground and covered with earth, says Jabrahilullah. There is still a small mound in the place today. Their father rushed to the scene. He was also shot and buried right there. That's how all 3 were killed. Jabrahilullah and her surviving family members were herded onto cattle trains and shipped off the barren steppes of Kazakhstan. Small number ended up in Kyrgyzstan and Siberia.